Ich wollte damals eigentlich die erste Frau in der DDR sein, die 23 Meter stößt. Ich wollte noch viel weiter. Andreas Krieger, ehemals Heidi Krieger, Kugelstoß-Europameisterin der DDR 1986. Heidi Krieger wuchs in der DDR auf, einem Satellitenstaat der damaligen Sowjetunion. Hier gab es nur einen Weg, den Sozialismus. Im Kalten Krieg war die DDR von zentraler Bedeutung. Schließlich verlief hier direkt die Grenze zum kapitalistischen Westen. Für den Staat zählte das Kollektiv mehr als der einzelne Mensch. Die Umsetzung von Parteizielen war meist wichtiger als die Selbstverwirklichung des Einzelnen. Die vermeintliche Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus, sie sollte sich vor allem in sportlichen Erfolgen widerspiegeln. Darauf setzten die Sowjetunion und die DDR konsequent. Heidi Krieger ging den Weg so vieler anderer Kinder in der DDR. Sie begann mit dem Sport. Ich bin ungefähr im Alter von 10 Jahren in der 4. Klasse bin ich zum Sport gekommen. Das war außerschulischer Sport. Ich bin mit einem Klassenkameraden zur Leichtathletik. Und ich fand das sehr interessant, bin also dort auch geblieben, weil das also sehr unterschiedlichste Übungen waren. Disziplin, ob es Kugelstoßen, Werfen, Laufen, Sprinten war, das fand ich einfach sehr interessant und bin dort geblieben. Es war auch sehr viel Spiel dabei. 1979 bin ich zur Kinder- und Jugendsportschule delegiert worden. Da war ich 14. Und dort veränderte sich natürlich der Tagesablauf sozusagen abrupt. Als Mädchen hatte es Heidi Krieger nicht einfach. In der Schule ausgegrenzt, erlebt sie bei Dynamo Berlin, so der Name des Sportclubs der DDR-Staatssicherheit, das Gefühl, akzeptiert zu werden, wertgeschätzt zu werden. Durch dieses Verbessern der Leistung kam dann witzigerweise eine Anerkennung meiner Person von Trainerseite, von Funktionärsseite und auch von anderen Sportlern, die dann mir gratulierten. Und das ließ mich da ein bisschen ankommen. Das heißt, ich habe dort sozusagen Anerkennung bekommen. Und das ist eigentlich das, wo ich eigentlich süchtig danach war. Ich wollte auch anerkannt werden. Was mir aber im Sportforum entgegengebracht wurde, verlor ich draußen. Doch der Erfolg der sogenannten Diplomaten im Trainingsanzug war dem Staat zu wichtig, um sich auf Training und Vitamine zu verlassen. Bei mir war es so, dass ich also mit knapp 16 von meinem Trainer zusätzlich zu Vitamintabletten, die ich vorher schon bekam, auch dann diese blauen Pillen bekommen habe. Ich hatte also keinen Namen dafür. Sie waren nicht mehr original verpackt. Ich bekam sie vom Trainer betitelt als unterstützende Mittel. Ich habe im Teenageralter mit 17 Jahren mehr männliche Dopingmittel in mich reingepumpt bekommen, als der erwachsene Dopingsprinter Ben Johnson zu sich genommen hat. Trainingsfortschritte der Athleten waren keine Erfolge. Sie waren schlichtweg eingeplant und nichts Besonderes. Im Prinzip gab es die Forschung und die Durchführung von Dopingmitteln. Es war ein sogenannter Staatsplan 1425 nannte er sich. Und dieser Staatsplan beinhaltete wirklich die Forschung mit Dopingmitteln und an Dopingmitteln und Erforschung von neuen Dopingmitteln bis hin eben zur Vergabe. Es war also durchstrukturiert, dieser Staatsplan, wie die Forschung von der Forschung bis hin zur Vergabe am Athleten zu funktionieren hat. Die Folgen dieses staatlich geplanten Intensivdopings zeigten sich auch bei Heidi Krieger ziemlich schnell. Ich war, glaube ich, so 1,82 Meter, 85 groß und habe, glaube ich, 69 Kilo gewogen. Also ich war sehr lang und schlank. 2 Jahre später habe ich 105 Kilo gewogen. Und das war, wenn man es so nimmt, aktive Muskelmasse. Doch neben Doping setzte die DDR auf ein weiteres Mittel, um die Sportler zu noch mehr Leistung zu motivieren. Nur wer erfolgreich war, kam in den Genuss von Privilegien. Ich wollte ins Ausland reisen. Das war mein Privileg und das wollte ich dann auch haben. Ich konnte ins kapitalistische Ausland verreisen, ich konnte in die BRD verreisen, ich konnte mal nach Schweden oder
was auch immer. Und das war toll. Als was ich Olympiasieger, Europameister, hast du eben auch schneller eine Wohnung bekommen. Das muss man sich vorstellen, dass man dann da steht und sagt, ich bin in der Lage, mit meiner Leistung und mit meinen Erfolgen andere Privilegien schneller zu erreichen. Das Trainer-Sportler-Verhältnis ist immer auch ein Vertrauensverhältnis. In der DDR wurde dieses Vertrauen in aller Regelmäßigkeit von vielen Trainern ausgenutzt. Ich habe einige Trainer erlebt, die also einen ziemlichen Ego-Trip hatten, die also wirklich einiges gemacht hätten, um auch ihr eigenes Ego zu befriedigen. Und dazu gehörte sicherlich auch die Vergabe von Dopingmitteln. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass also dieser Trainingsplan, oder dieser Trainingsaufbau, den mein Trainer damals hatte, ziemlich eintönig war. Also es gab wenig Athletiktraining bei ihm. Ich habe bei jeder Disziplin, die ich gemacht habe, wirklich die Gewichte gestemmt, nicht um Ausdauerkraft zu absolvieren, sondern jedes Mal im Krafttraining Gewichte angetestet, bis ich nicht mehr hochkam. Das führte dann dazu, wenn man das mal so zusammenrechnet, ich habe alte Trainingstagebücher, in denen ich also das mal nachvollzogen habe, um mal einen Eindruck zu geben, wie viel Gewichte man so gestemmt hat, dass ich also im Laufe von 14 Tagen so 100 Tonnen bewegt habe im Kraftraum. Und das als Frau. Doch der Plan, den die DDR mit Heidi Krieger hatte, ging auf. Mit einem Kampfgewicht von 105 Kilogramm wurde Heidi Krieger 1986 in Stuttgart Europameisterin im Kugelstoßen. Ich habe mich erstmal tierisch gefreut. Ich fand das toll. Ganz geiles Gefühl zu erleben. Die stehen da auf und klatschen wegen dir. Und der nächste Gedanke war, scheiße, jetzt wollen die es immer sehen. Der Europameistertitel von Heidi Krieger sollte erst der Anfang sein. Wie schnell aber die Stimmung kippen kann, wenn der Erfolg ausbleibt, musste Heidi Krieger ziemlich schnell feststellen. Also erstmal hat man mich sozusagen auf meinen Platz zurückverwiesen. Du bist ein Athlet, du hast zu funktionieren, wie wir es wollen, ansonsten kannst du gehen. Das ist sozusagen kein O-Ton, aber das ist so diese Grundinformation, die dann rübergeschoben wurde vom Verbandstrainer. Du widersprichst mir nicht, ansonsten fliegst du raus. Ich sorge dafür, dass du kein Bein mehr auf den Boden bekommst. Man hat mich sozusagen bedroht. Der Druck vom Staat bei planwidriger Erfolglosigkeit war nur ein Problem. Heidi Krieger, eine Frau, die in 2 Wochen 100 Tonnen an Gewichten bewegte, war noch immer auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Ich hatte eher das Problem, dass ich gemerkt habe, ich passe da nicht rein. Und nicht, weil ich nicht Sport machen möchte und weil ich nicht diese sportlichen Interessen habe, sondern ich passe anderweitig nicht rein. Ich passe da irgendwie nicht rein. Aber ich konnte nicht fühlen oder es greifen, wieso ich da nicht reinpasste. Ich merkte nur, ich passe nicht in diese Mädchengruppen. 1989. Die Mauer fällt und mit ihr das DDR-Regime. Für Heidi Krieger änderte sich erstmal nichts. Sie stemmte weiter Gewichte auf der Suche nach Erfolg. Doch das jahrelange dopinggestützte Überlasten des Körpers machte sie zu einem körperlichen Wrack. Mit 26 beendete Heidi Krieger ihre sportliche Karriere. Noch immer im Unklaren darüber, wer sie selbst eigentlich ist. Über persönliche Kontakte bekam sie die Chance, in einer Zoofachhandlung als Verkäuferin zu arbeiten. Völlig unerwartet sollte sich ihr nun eine Chance fürs Leben eröffnen. Das war um 1995. Da war ein junger Mann bei uns, ein Kollege von mir, der mich erkannt hat. Und der mir dann auch gesagt hat, was mit mir los ist. Der hat also den Namen genannt, nachdem ich gesucht habe, was mit mir ist. Und der sagte, also das, was mit dir los ist, das kenne ich. Und er sagte, das nennt man Transsexualität. Da habe ich gewähnt vor Erlösung, vor Schreck, vor Erkenntnis, die Entscheidung, mich operieren zu lassen. Und heute als Andreas Krieger zu leben, die hat mir das Leben gerettet. Im Folgenden dauerte es 3 Jahre, bis aus Heidi Krieger Andreas Krieger wurde. Doch weder seinen kaputten Körper noch seine Transsexualität führte er selbst auf das Doping zurück. Andreas Krieger hielt sich noch immer für einen sauberen Europameister. Erst die Anti-Doping-Prozesse gegen führende DDR-Sportfunktionäre im Jahr 2000 brachten ihm die schmerzhaften Erkenntnisse. Ich habe es wirklich für mich dann im Jahr, in diesem Prozessjahr, in dem Jahr 2000, dann für mich sozusagen 100%ig akzeptiert und habe gesagt, also meine Leistung war nicht mehr echt.
Ich habe mit Chemie diese Leistung geschafft, aber ich habe sie nicht aus eigener Kraft geschafft. Die Auswirkungen des jahrelangen Dopings beschränken sich nicht nur auf den Sport. Wissenschaftler halten es für möglich, dass Hormondoping gerade in der Pubertät Einfluss auf die geschlechtliche Identität nehmen kann. Mir ist die Entscheidung, meine geschlechtliche Identität zu finden, genommen worden. In einer Art und Weise hat man an mir Gott gespielt, ohne mich dabei mit ins Boot zu holen und mich zu fragen. Man hat über meinen Kopf hinweg entschieden und hat in Kauf genommen, dass aus mir was auch immer wird. Das DDR-Sportsystem umfasste um die 10.000 Hochleistungssportler. Das konnte nur mit vielen Trainern und Funktionären organisiert werden. Doch nicht jeder Dopingbeteiligte wurde zur Verantwortung gezogen. Es gibt also immer noch bekannte Gesichter, die mir immer wieder bei sportlichen Höhepunkten begegnen, wo ich sage, ich schalte lieber den Fernseher aus, sonst schmeiße ich irgendwas rein. Andreas Krieger engagiert sich heute ehrenamtlich neben seinem Beruf in der Dopingprävention. Er blickt auf viel Erfahrung zurück und ist mit viel Energie dabei. Mein Wunsch im Anti-Doping-Kampf ist es eigentlich, dass die Arbeit, die im Prinzip begonnen wurde, noch intensiviert werden kann. Das ist also wirklich die Zusammenarbeit, die der Dopingopferhilfeverein mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur in Deutschland hat, dass er also noch intensiver werden kann, dass es also eine engere Zusammenarbeit gibt, die Vernetzung auch dann international funktioniert. Das ist also, dass wir wirklich Menschen davor bewahren können, dass sie etwas erleben, was mir zum Beispiel passiert ist. Wenn ich mit meiner Geschichte Leute vom Dopen abhalten könnte, wäre es toll. Wenn ich dann wäre ich echt weltweit unterwegs. Dopingprävention ist nicht allein Aufgabe der Anti-Doping-Agenturen oder der Politik. Da gehen so viele Leute ins Stadion, die ehrliche Leistung sehen wollen. Sicherlich sind sie verwöhnt aus der Vergangenheit, dass es immer Weltrekorde und Olympiasieger und was ich nicht was gibt. Tatsache ist aber, auch da ist eine Verantwortung. Nicht nur dem Sportler und der Politik und anderen. Es sind auch die Zuschauer, die auch eine Verantwortung mit übernehmen. Ich zahle Geld, möchte Leistungen sehen, die ehrlich sind, möchte aber gleichzeitig irgendwo welche Rekorde purzeln sehen. Also ist ein Widerspruch auch da. Also Prävention betrifft nicht nur den Sportler, den Politiker und den Trainer und vielleicht noch die Eltern. Das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Wo wollen wir denn hin? Das Thema Doping begleitet Andreas Krieger schon fast durch sein ganzes Leben. Da klingt es beinahe wie eine Ironie des Schicksals, dass eines der bedeutendsten Ereignisse im Leben von Andreas Krieger wieder im Kontext seiner Dopinggeschichte steht. Im Jahr 2000 meine Frau kennengelernt, meine heutige Frau, auf einem Prozess gegen die verantwortlichen Dopingtäter aus der ehemaligen DDR. Und ich habe im Jahre 2002 das Glück gehabt, die Frau heiraten zu dürfen. Die Frau ist für mich der Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Ich bin also sehr reich beschenkt worden. Ich habe zu meiner Familie, zu meinen 3 Brüdern und zu meiner Mutter im Gegenzug dazu gar keinen Kontakt mehr. Die kamen damit nicht klar. Ich werde von der Familie meiner Frau, von dem Umfeld um meine Frau, werde ich so akzeptiert, wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, ich bin Andreas, war vorher Heidi. Und ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Familie angekommen bin. Ich wollte die erste Frau sein, die über 23 Meter stößt, ja.